Ja, hallo Leute, es ist wieder der Lower Coach, Lower, the Law of Attraction, das Naturgesetz der Anziehung, das auf jedes Individuum wirkt, sowie die Schwerkraft des Planeten auf jedes Individuum wirkt. Was du selbst aussendest mit deinen eigenen, völlig frei gewählten Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen, das bekommst du in entsprechender Form zurück. Was du sähst, das wirst du ernten. Wie du in den Wald rufst, so schallt es zurück. Deine Alltagsrealität und deine Bewusstseinsinhalte passen immer zusammen. Gefällt dir deine Alltagsrealität nicht, dann musst du deine Bewusstseinsinhalte verändern. Am einfachsten gelingt dir das in der Früh, noch vor dem Aufstehen. Wenn du dich da bewusst auf Positives fokussierst, auf Dankbarkeit, auf Dinge, die du bereits jetzt hast und dankbar dafür bist. Das können so einfache Dinge sein wie das Bett, in dem du liegst, die weiche Matratze, die weiche Decke, der weiche Polster, die Wohnung, dein Haustier, dein Partner, dass du noch tief atmen kannst, dass du dich wohlfühlen kannst in deinem Bett, dass du an schöne Dinge denken kannst, dass du dankbar bist für Dinge, die du bereits jetzt erreicht hast. Du kannst dich in ein gutes Gefühl hineindenken. Das ist eigentlich alles, was du wissen musst. Wenn du das einmal schaffst, dass du dich bewusst in eine positive Schwingung, ein positives Gefühl hineindenken kannst, dann hast du das Werkzeug in der Hand, das du brauchst, um dein Leben so zu gestalten, wie du es willst. Egal, welche negativen Dinge passieren, du hast jetzt das Werkzeug, um dich wieder in ein positives Gefühl zu kommen. In der Früh einfach an positive Dinge denken, dich in Dankbarkeit üben, ein gutes Gefühl generieren und dich nicht so leicht rausbringen lassen. Die meisten Menschen lassen sich von anderen Menschen, von den Nachrichten rausbringen, aber du musst hier die Nachrichten nicht reinziehen und du musst hier negative Gespräche nicht reinziehen. Schalt einfach den Fernseher aus, wenn die Nachrichten kommen, oder schalte zu einem anderen Programm oder schalte das Gerät ganz aus und beschäftige dich mit deinem Hobby, mit Dingen, die du gerne machst, mit Dingen, an die du gerne denkst, an Dinge, an die du Ja sagen kannst, an Schmetterlinge, an Blumen, an dein Haustier, an blauer Himmel, Sonnenschein, an das Meer, an Berge, an die Sportart, die du gerne machst. Du kannst deine Gedanken und deine Gefühle steuern lernen, du kannst deinen Fokus steuern lernen. Du musst nicht so ferngesteuert herumlaufen wie die meisten Menschen, die negativ antworten, wenn sie etwas Negatives erleben und positiv antworten, wenn sie etwas Positives erleben. Du kannst in einem Gefühl von Let it be sein, in Lass es sein, in das Negative sein lassen und das Positive sein lassen und dich einfach auf das fokussieren, was du willst. Bring dich in ein gutes Gefühl. Gerne helfe ich dir als Lower Coach, dich wieder in gute und bessere Gefühle zu bringen, dich mit Dingen zu beschäftigen, an die du gerne denkst und die anderen Dinge einfach sein lässt. Du musst gegen nichts kämpfen und niemand auf der Welt muss sich verändern, dass
es dir besser geht. Niemand steht deinen Wünschen im Wege. Das ist die gute Nachricht. Niemand auf der ganzen Welt steht deinen Wünschen im Wege. Und die schlechte Nachricht ist, du selbst kannst deinen Wünschen im Wege stehen, indem du dich auf Negatives fokussierst, indem du ängstlich bist, indem du wenig Selbstvertrauen hast, indem du wenig Selbstliebe hast, verhinderst du, dass du deine Wünsche lebst. Du musst an dir selbst arbeiten, du musst an deinem Selbstvertrauen und deiner Selbstliebe arbeiten, an deiner Hoffnung, an deinem Fokus auf Positives. Schau, warum wünschen sich die Menschen einen Partner? Weil sie glauben, dass sie sich danach besser fühlen, wenn sie den Partner in der Wohnung und im Bett haben. Warum wünschen sich die Menschen ein Auto? Weil sie glauben, dass sie sich dann besser fühlen, wenn sie das neue Auto in der Garage haben. Warum wünschen sich die Menschen Gesundheit? Weil sie glauben, dass sie sich dann besser fühlen, wenn sie gesund sind. Viele Menschen haben einen Graben aufgebaut zwischen dem, wo sie jetzt stehen und ihren Wünschen, aber den Graben hast du selbst gegraben, indem du dich auf die Abwesenheit dessen, was du dir wünschst, fokussierst hast und dadurch ein negatives Gefühl bekommen hast. Aber du hast deine Fantasie, du hast dein Gefühl, du kannst dich schon jetzt hineinfühlen und hineinfantasieren. Du hast einen Partner, wie fühlt sich das an, wie fühlt es sich an, wenn er neben dir im Bett liegt. Du kannst dieses Gefühl schon jetzt haben, du kannst dich eins fühlen mit deinem Wunsch. Du kannst dich eins fühlen mit dem Wunsch, ein neues Auto zu haben. Stell dir vor, wie du mit deinem neuen Auto einen Ausflug machst. Wie fühlt es sich an? Stell dir das fantasievoll vor. Es ist wirklich deine Arbeit, dich hineinzufühlen, hineinzudenken. Tu so, als ob wie ein Schauspieler eine Rolle annimmt und sich völlig hineinfühlt in die Rolle des Königs oder des Bettlers oder des Gigolos oder des braven Arbeiters. Fühle dich hinein oder des Westernhelden oder der Verbrecher. Du kannst dich wie ein Schauspieler in deine Rolle hineinfühlen. Tu so, als ob, du belügst dich nicht damit, weil dein Gefühl und deine Fantasie ist der Beginn der Materialisierung. Wenn du dich nicht hineinfühlen kannst und nicht hineinfantasieren kannst, dann wirst du die Dinge nicht erreichen, die du dir wünschst. Mache den Schritt, dich hineinzufühlen, hineinzudenken, hineinzufantasieren. Du musst es sein, sonst kannst du es nicht werden. Du musst dich reich fühlen, sonst kannst du nicht reich werden. Du musst dich geliebt fühlen, sonst kannst du keinen Partner anziehen. Du musst dich wertgeschätzt fühlen, sonst ziehst du dein neues Auto nicht an. Du musst dich wirklich gut fühlen und du kannst dich gut fühlen, indem du die Dinge wertschätzt, die du bereits jetzt hast. Wertschätze die Dinge, die du bereits jetzt erreicht hast. Sei dankbar. Indem du ein gutes Gefühl generierst, öffnest du die Tore für all deine Wünsche. Freude am Weg ist das Ziel. Du
bist von der Freude am Weg vielleicht abgekommen, aber du kannst jetzt wieder Freude am Weg haben. Hab Freude mit den kleinen Dingen, die Blumen am Wegesrand, das warme Bett, in dem du liegst, die Wohnung, die du hast. Erfreue dich der kleinen Dinge und die Dinge, die du dir wünschst, werden wie von selbst zu dir kommen. Gerne helfe ich dir als Lower Coach ein paar Wochen, dich wieder mehr und mehr in ein gutes Gefühl hineinzufühlen, dich eins zu fühlen mit den Dingen, die du dir wünschst, damit du die Tore öffnest, damit sie zu dir kommen können. Alles, was du wünschst, ist bereits da, in einer Frequenz, für die du dich öffnen musst. Fühle dich hinein in das Neue, dann kann es zu dir kommen. Melde dich, ich coache dich gerne. Ciao.